Wir fahren los Richtung Süden. Die Felsenstadt liegt direkt an der Grenze zur Türkei. Varca liegt am Fluss Kura nur wenige Kilometer entfernt. Die Felsenstadt begeistert uns bereits vom Parkplatz aus. Das schaut schon geil aus. So, wir sind angekommen in Varca und man sieht schon richtig die geile Felsenstadt. Nicht zu verwechseln mit Petra in Jordanien. Oben in dem Hang. Schauen wir mal, wie das wird. Also wir brauchen ein Ticket, das kostet 15 Lari, das sind 5 Euro pro Person. Es gibt noch ein Audioguide zusätzlich, den sparen wir uns halt. Today, International Day Musée, entrance free. Ah. Only minibus, like you know. No, we walk. Okay, please. Okay, Oh, thank you. Thank you. Thank you. Hey, heute International Day, ihr habt es gerade gehört, es ist gratis. Gut zu wissen, wir sind da am 18. Mai, wann das jedes Jahr so ist. Kurz am 18. Mai, da ist das gratis, da spart euch 5 Euro. Ja, da ein bisschen was sparen wir echt gut beraten. Jetzt geht's auf. Der Minibus kostet aber trotzdem was. Den sparen wir uns. Wir gehen, weil wir sind topfit und motiviert. Ja, es sind doch ein paar Meter. Aber da ist schon das erste. Ah ja, wir sind quasi da. Wenn man sich das jetzt einmal anschaut, sieht man, dass ich aus der Puste bin. Und dass da alle wichtigen Sachen, die man für eine Stadt braucht, vorhanden sind. Zuerst waren wir schon beim Wasserreservoir. Das ist jetzt anscheinend der Ort, wo die Bäcker das Brot gebacken haben. Man sieht da immer nur die Clay Oven, die Tonöfen, Überreste. Und boah, richtig Wahnsinn, geil. Und jetzt zeige ich noch was. Das ist ein Fenster. Mit einem Durchgang direkt zum Kühlschrank. Musst du gekühlt werden? Boah, ohne Scheiß, das ist echt kalt heute. Da sind offenbar die ganzen Sachen, die gekühlt werden müssen, aufbewahrt worden. Die Stadt wurde im 12. Jahrhundert unter Königin Tama erbaut. Die Anlage erstreckt sich heute noch über mehrere Stockwerke und enthält über 600 Räume, darunter Kirchen, Wohnräume und Lagerräume, alles in den Fels gehauen. Einst haben hier tausende Menschen gelebt, geschützt vor Feinden und Naturkatastrophen. Heute ist Varca ein faszinierendes Zeugnis mittelalterlicher Ingenieurskunst und ein bedeutendes kulturelles Erbe Georgiens. Und ein richtig geiles Ausflugsziel. Ja, die ersten paar schaut man sich nur euphorischer an. Mit der Zeit wird es dann ähnlich, aber trotzdem irgendwie ganz geil und gute Schuhratziehung. Das ist die nächste. Immer wieder so kleine Gänge, die die verschiedenen Räume da miteinander verbinden. Das ist ganz oben. Also die Aussicht da oben ist schon richtig geil. Also ich glaube, wir haben gerade festgestellt, das, was wir bisher gesehen haben, war nur ein mini-Teil von dem Ganzen. Und da aussehen, da geht es jetzt so richtig los. Hinter mir ist der Eingang zur Kirche. Da dürfen wir allerdings nicht rein, weil wir nicht ausreichend bekleidet sind. Man darf da drin keine Fotos machen. Also keine Ahnung, wie es da drin ausschaut. Aber spannend, es gibt da auch immer noch eine Kirche. Au.
Ja, auch wenn alles ein bisschen ähnlich ausschaut, wurscht ob es jetzt Weinkeller, Pharmazie oder irgendwas ist, es ist trotzdem richtig beeindruckend. Also, dass das über 1000 Jahre alt ist und die Leute da gewohnt haben und das eben Felsen ist und es ist schon cool. Perfekte Stehhöhe. Also, wir sind jetzt gerade beim Abstieg und der ist relativ steil. Darum gibt es da einen Tunnel. Ich habe noch nicht viel gesehen, aber ich glaube, das ist einer der geilsten Orte in Georgien. Da geht es noch runter. Ja. Wo geht's da hin? Da ist noch ein anderer Schacht. Boah. Das ist abgesperrt. Da würde ich nicht runtergehen wollen. Jetzt sind wir wieder draußen. Ja, sehr cooler Ort. Laura hat es zuerst schon gesagt, cooler als so manche andere Attraktionen, die wir schon erlebt haben. Mit dem freien Eintritt halt natürlich nur mehr besser. Und ja, wir können es auf jeden Fall jedem empfehlen, der im Süden von Georgien unterwegs ist. Und besonders cool für Leute, die so ein bisschen ein Faible für coole Fotos oder ein bisschen kreative Videos oder sowas hat. An dem Ort kann man wahrscheinlich Stunden verbringen, wenn man gern fotografiert, weil jedes Eck irgendwie neu und anders ist. Für uns geht es jetzt weiter zum nächsten Ort. Zum Mittagessen! Hey! Ja, Andi, von mir aus kannst du weiterfahren. Also, ich bin das Google-Car! Die Straßen wird da weitergehen. Da ist nur Schnee. Boah, Alter! Da ist jetzt alles da aufgefahren, für das es da nicht weitergeht. Ah.